Gemarius is al gezegd, dat ik wel dat de winst naar hemel zijn. Dat is een vrede, een verrecht hier ver in te stoen van deze Gemarius. En ik ben froh dat God heeft mij wat op mijn hart gelegd dat ik kon van jou metdelen. Wat van een antwoord geeft mijn leven is het thema wat ik gezegd heb. En weil we ons eerst ans Haupt neigen zum Gebet. Gott, wir kommen fertig von der Samaris und wir fragen, Gott, möchtest du in uns heute openbaren, was du von uns verlangst? Möchtest du dort klar merken, wo wir sollen uns Leben hier auf jeden führen? Möchtest du uns wiesen in dein Wort? Möchtest du uns mutig merken? Möchtest du uns halten von wir haben, uns versinnig erst wurde, wir können das reich merken und vergeben fragen. Und halt uns, dass wir können mutig verder gehen und dort tun wir dir gefällt. Gott, ich frage, muss die halben direkt können zu sehen stehen, oder die mag stark mir reden. In Jesu Namen, Amen. Dankeschön. So, den Text, was ich gesagt habe, ist 1. Petrus 3, 15 und 16, von in der Bibel haben. Ich kann nicht sagen, Plattdeutsch lesen, so ich würde wenigstens auf Hochdeutsch lesen, aber von den Plattdeutsch oder englische Bibeln haben, du wenigstens lesen mit, so sie können. 1. Petrus 3, 15. Heiliget aber Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grundvater der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmutigkeit und Furcht. Und habt ein gutes Gewissen, auf das die so von euch afterreden als von Übeltätern zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christus. So, was sagt das hier? Wir sollen heilig sein. Wir sollen heilig sein. Wir sollen nicht so sein als die Welt. Und dort muss uns Hort passieren. Und wenn es uns Hort passiert, dort halt, dass wir kein Reut sein, ersten Tiden Antwort geben, für Menschen fragen, warum hast du diese Hoffnung? Was ist die Ursache? Von das hier all passiert ist, dort halt, dass wir bereit sind, eine Antwort zu geben, dort von auf einmal anfangen zu sagen, die dort, das ist alles Schleife, die das, dort auf einmal, die wollen auf einmal nicht schon, die wollen zu schon gehen, wenn die wollen sagen, das Mensch, der hat eine rechte, eine reine Wandel. Wo kann ich dann proben, den in der eigenen Rahn, erst wird schlecht von am Reden? Von wie an Dinge denken, was hier auf ihnen passiert, eins muss dann wundern, warum macht das dort sein? Warum tun Menschen so? Warum kommen so eine Dinge? Wir denken an Marien als ein Helligtag. Ich weiß nicht, wer weiß, was von Helligtag Marien ist. Die nennen dort auf Englisch St. Patrick's Day. Und ich wollte einen Teil von meinen Freunden sagen, in der Schule wären, die sagen, das ist ein Helligtag von Irland, von Ireland. Und dort ist eine Stadt, wo die Menschen die gleichen so sehr bei zu trinken. Dort, wo der Helligtag ist, dort wir können extra mal Geld annebeln und sein, was wir können tun. Dort wird der Helligtag ist. Aber ich will Ihnen kurz die Geschichte vertellen, warum dort ein Helligtag ist. Wir ein jung geboren zu einem Diakon in der römisch-katholischen Kirche, ein bisschen hoch angesehene Familie, in der ganzen Gegend, die früh wie auch hoch angesehen, die kam von einer reichen Familie. Und das Jung, der wir in dieser Familie angeboren, sie nennen wir Patrick. Und hier ist es so, dass wir am Anfang ein bisschen gorstrommelig jung, er will nicht in die Schule gehen, wir hat wirklich nicht Schule gekriegt, wegen er deute bloß nicht. Und als er 16 Jahre alt war, dann kam der Räber zu England, er wir in England abgewassen. Und dann kam der Räber dahin, wir würden Pirates sein, von so ein Patriot haben eben mein Juden, dann wurde ich dort anhand von der Samaris, aber kann nicht so. So bloß denken wir an, hier kommt ein Schiff dahin, voll Räber, voll dalle Menschen, und die kommen hier in diese Stadt an, und die nehmen das Patrick mit, nehmen ein Schiff mit, und nehmen mit nach Ireland. Heißt du für 6 Jahre als Sklav, die haben ihn verkauft, er hat als Sklav geschaffen, und er hat durch Schubs besorgen. Schubs hat das er durch. Und er ist für 6 Jahre, und in dieser Zeit, er fängt an zu beten. Und er fängt an, Gott zu fragen für Hilfe. Und er fängt an, Glauben zu fühlen. Und er bekehrt sich, und als er sich bekehrt hat, er kriegt eine Vision. Er sieht in der Nacht, sieht die Menschen von Ireland, die dann ihre Hänge einstrecken haben.
Nicht, dass sie wollen im Weidern, aber die Frauen und halb. Die Frauen halb mich. Ireland wir in een land wat dan ganz enge Gatsendienst wir. Nicht eine sehr feine Städte wohnen für einen Christ. Und hij kreeg ons de vision. En hij vraagt Gott, wo kann ich diese Menschen helfen? Was kann ich dann tun? Und hij weet nicht, was hij soll tun, wenn hij door Skluw, hij moet die Schubs bezahlen. Und dann kriegt er noch eine Vision. In dieser Vision, hij kreeg die Vision, dass du waren Menschen, die haben ein Schiff, und die waren am mitnehmen, terug nach England. So hij bet, dass das wirklich so ist. Und hij weet nicht näher, aber hij hätte haben und konnte so Arbeiter bereden, dass hij kon mit dem Schiff mit terug nach England. Aber als die ist dicht bei Frankreich sind, auf einmal haben die Troubles mit ihrem Schiff, die mussten das Schiff verloren und die kommen erst wo ein Land an, wo sie weit nicht von wo die sind für 28 Jahre sind die verbeselt. Die sind verbiestert, die haben keine Idee, wo die sind. Und in den 28 Jahren, die haben 200 Mil in Land sind sie hineingegangen. 200 Mil in 28 Jahren und wissen nicht, von wo sie wären. Wir sind ganz dicht an England. Und endlich mal kommt er zurück mit seinen Eltern, er ist durch sein Haus. Und er hat aber nicht vergessen, von was seine Vision in Irland wird. Und er fängt an zu beten, er sieht sich in Prediger, in Priester, wo er dann sind. Und er fängt an zu studieren. Er wird als Priester gewählt und gesegnet. Und er fährt zurück nach Irland als Mission. Als Missions. Er fährt zurück. Und er ist durch für sein ganzes Leben. Und er denkt, man, das ist ein interessantes Leben, nicht? Gorstommel, Weichestuhl, jeden an, bekehrt sich. Und dann lässt er vor der freiwillig zurück durch die Menschen, die haben einen Weichestuhl. Interessant. So, was interessante Dinge, was wir kennen, von denen sie ein Leben reinkriegen. Wir anfangen mit der Botschaft. Sorry, das ist bloß die Einleitung. Wir denken, dass wir mal ans Leben anfangen mit Bildung, mit Schulung. Die Schule, das ist das Fundament, das ist, wo das alles anfängt. Aber er hat kein Fundament in so einem Weg. Er hat von Jesus gelehrt und hat was Dinge von ihm gekannt, aber er will gehen an zu sein. Aber er hat nicht eine Schule aus seinem Fundament. Psalm 1 sagt, wohl dem, den ich wandelt im Rat der Gottlosen. Es ist besser, nicht in Route haben, nicht in eine weltliche Route. Es ist besser, keine Route haben, als so eine Route, was gottlos ist. Noch ein Ding, er muss sehr leiden, als er erst Christ wird. Er muss noch viel leiden, als er Christ wird, als er erst Christ wird, muss er nachdalen. Als er zurück nach Irland kam, die Menschen werden so gegen an, die wollen Leben wegnehmen, die wollen verkielen, hielt sich das irgendwo verfolgt worden in den ersten paar Jahren, als die haben angefangen, das anzunehmen, was er sein hat. Macht wir als Christen noch nach Lieden? Ich will nicht alle Antworten geben von dir, so ich will mit ein paar Frauen luten, so ich kann vielleicht auch noch selbst die Bibel lesen. Ich habe einen Freund von Paraguay, sein Name ist Andreas Fries, und er sagt einmal, wir sollen nicht bloß in den Bänken sitzen und fahrt worden ans christliche Wandel. Wir sollen selbst auch noch was tun. So ich will Ihnen Abruf geben, ihr kennt diese Frau und selbst in der Bibel nur sein und sein Wort der Bibel ja von der Antwort verwässern von dieser Frau, wo ich verstehe. So drittens, gibt Gott eine Antwort zu Gebet? Von der Versiegelung kommt, merkt er wirklich ein wahrer Rüd? Ich glaube, wir können alle sagen, ja, er merkt ein wahrer Rüd. Von wir uns beten in Frauen. Er hat 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, es hat euch noch keine der menschlichen Versuchung betreten, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen. So dass wir verdrehen können. Er merkt den Eng davon. Auf Englisch sagt er merkt den wachten Rüd, dass eine Korn dort in den Stich kommt. Wir glauben einmal, der christliche Wandel soll leicht sein. Wir glauben einmal, wir schaffen und dass noch viel gegen uns zu straucheln. Wir haben so eine große Last und wir können bloß keinmal losfahren. Auf einmal ist eine ruhige Zeit so, nie haben wir das vorher gemerkt, nie haben wir das gebeten, nie haben wir uns verheben.
Aber das ist nicht, wo es wirklich geht. Von den Tiden sind, das Fashion zum Vereben und Ruhen, das ist Reitmerken für den nächsten Sturm, was kommt. Und ein gute Ding ist, wir brücken das nicht allein dadurch. Aber das ist nicht gemerkt, dass wir können bloß ruhig sitzen und nicht tun. So, wo können wir das kriegen, dass wir so eine Antwort haben, dass wir so einen Lebensstil haben, dass wir eine christliche Antwort geben, von diesem Sturm, von diesem Trübsal, von diesen Dingen kommen, dass uns Leben so eine Antwort gibt, dass es damit stimmt, mit was wir sagen. Ganz kort, weil wir ein klein bisschen ein paar Menschen in der Bibel ihr Leben bekennen, König David. Hier wie ein Mensch, der sein Hort, wie hängen an Gott sein Hort. Gott hat das selbst gesagt. Wenn er das nicht selbst gesagt hat, dann eins nur von den gewissen Dingen lesen von David sein Leben, ich weiß nicht, dass ich das wird bleiben, aber Gott hat das gesagt, so dann ist das so. Die Dinge, was er getan hat, einer denkt so, man, wo hat er können das tun? Andere Menschen sind früh wegstehlen. Und danach den Menschen looten, dass er wird angebracht worden. Und alles geplant, nicht bloß, oh, das passiert, und ich kann es nicht anders, na ja, ich will mich mit der früh befreien. No, er hat alles ablehnen, das soll es dort passieren. Aber jedes Mal, was er ihm sagt, hier hast du alles getan, was wir sehen Antwort. Er wird nicht gegen uns. Er lässt sich nicht beleidigen. Was glaubst du für ein Mensch zu sein? Die wirst mir fair sein. Ich sage, gedacht, ich kann nicht. No, er wird nicht so dort. Er hat ein Demütig gehört und er sagt, du bist reich, ich habe gesündigt. Für Gott habe ich gesündigt. Das habe ich auch getan. Und er fragt Gott um vergeben und er geht wieder. Er lässt es nicht am Träghalten. Wo fährt von wie wir alles getan haben, dann auf einmal dann denkt wie Luther an, dort, was ich getan habe, das hält mich bloß träge, ich kann nichts mehr tun. Das ist nicht durch mit mir. Gott kann mich bloß nicht mehr brücken. Das ist durch. Aber das ist nicht. Gott will haben, wir sollen das bekennen und für jeden Frauen und wiedergehen. Wenn wir denken an, was David durchgegangen ist, in Psalm 54, sind gewisse Verse, ich wollte nicht alle lesen, aber von Vers 9 durch 23, wo ich gewisse Verse lesen, ihr kennt das alle, der ganze Psalm tief lesen von die Wellen. Und Psalm 54, Vers 9, ein paar Vers. Mache ihre Zunge uneins, Herr, und lass sie untergehen. Denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. Solches geht Tag und Nacht um und um auf ihre Mauern und Mühe und Arbeit ist drinnen. Schadentum regiert drinnen. Lügen und Trügen lasst nicht von ihrer Gasse. All diese schlechte Dinge, das geht Han und her in ihrer Stadt, und diese schlechte Dinge passieren durch. Und dann habe ich noch das nächste Vers. Wenn mich doch mein Feind schadete, wollte ich es leiden. Wenn das mein Feind wäre, wurde das gegen mich, dann würde ich das leichter verdrehen können. Dann würde es zu verstehen sein. Und dann wieder in der nächsten Vers, aber du aber bist meine Geselle, mein Freund und mein Verwandter, die wir freundlich miteinander waren unter uns. Wir wandelten im Hause Gottes unter der Menge. Das wir aber mein Freund wurde dort. Mit den Menschen taub und wem ich taub in Gott sein Haus ging, der Mensch ist der, der mich hat weitergetan. Mit dem, wo ich Vertrauen hat, der ist der, der das hat getan. Und dann in Vers 16 sagt es, und ihr habt ein Bild, woran David können wiedergehen. Ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. In Vers 18, er erlöst meine Seele von denen, die an mich wollen und schaffe ihr Ruhe, denn ihre viele sind wider mich. Das sind viele, die gegen mich sind, aber Gott, er ist der, der mich kann raten. In Vers 20, ihr Mund ist glatter denn Butter und sie haben Krieg im Sinn. Ihre Worte sind gelinde denn Öl und sind doch bloße Schwerter. So was meint das du? Einige Menschen, die kommen mit so einer Wehe, das so gleich auf als Öl. Und wird es von einer Hafen, eine schmacke, glatte Flur in eine Plänge durch, 1, 2, 3 Fahrt auf der Flur in eine, geht durch vorbei. Rutscht bloß auf, das bloß gleich auf.
Die Menschen, die können so fein reden, das hielt sich bloß alles so schmacken fein. Aber in der Hang, die haben wirklich eine große Schwert, die sind bereit zum Tun. Menschen wird nicht sein. Die haben erst wird in sein, ein bisschen hängerig, ein bisschen hängelastig. David ging durch so eine Zeit, aber sehen und wie immer waren. Der nächste Vers, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Lut dienen los, lut dort mit Gott. Geef dort Gott even. Dat können wir uns nicht selbst drehen, worum wollen wir das brauchen? David sein Leben, das gibt so eine Antwort. Er die Dinge, die artig werden, ja, aber er wird bereit, das zu bekennen und er wird bereit, zurück nach Gott zu gehen für Hilfe. Die Welt sagt, die braucht kein Hilfe. Die kostet selbst dann. Menschen, die in der Kirche hier, die sind bloß so eine schwache Menschen, die kennen nicht selbst. Menschen, die an Gott glauben, die sind so schwach, die glauben, alles was er gegeben, die kennen uns nicht. Das ist ein kleines Wort, hätte man, wir kennen nicht um Gott. Ich kann nicht mal das Uhr nehmen, weil ich nicht so um Gott sein habe. Wenn er das nicht lässt, ich kann das nicht. Aber die Welt sagt, die kostet alles selbst. Kick deep an die Bahn. Der Diepe wird ihn ankickst, du wirst alle Antworten finden. Aber das Wort hat, als wenn Jesus du nicht Bahn ist, dann ist er bloß ein Lad, Lach und du kommst keine Antworten rein. Jesus ist die Antwort. Wir müssen direkt nach ankommen. Weil wir auch nach den König Saul kicken. 1. Samuel ist ganz viele Geschichten von denen sie leben. In 1. Samuel 9, ich würde die Verse nicht lesen, aber in 1. Samuel Kapitel 9, das fängt an, heißt ein demütig Jung, heißt ein Schubshort. Er glaubt nicht sehr viel von sich selbst, sein Vater schickt ihm Rüd, und er kämpft Samuel dort am Salben als König. Und als er seinen Onkel Luther sieht, dann redet sein Onkel alles, was dem Prophet Samuel ihm gesagt hat, bloß er sagt nichts nicht, von wo er ihm als König gesalbt hat. Er hat Angst, er will das nicht bekennen, er will das nicht sein. Luther ist für die ganze Gruppe Menschen, die ganze Menge, alle Israeliten sind durch, Gott hat ihn taub geraubt, und die haben Lasse genommen, und er traf Charakter in Saul, und die Siegen von ihm heißt verstärken, die können nicht finden. Von wir uns schuldig haben und uns vor den Hies kämpft, dann eins von der Wahl, wir hängen die Spicke gehen, erst so manch, das Stoff erst so uns verstärken, nicht? Wenn sie weiten, das gibt Trouble, nicht? Wir wollen nicht erst so verstärken sein, das kann uns nicht finden. Und hier wird ein gaudet Ding, aber Saul verstärkt sich erst so hängen, manch das Stoff, das die können nicht finden. Gott muss denen sein, heißt du hängen, manch das Stoff. Und dann können sie durchgehen, haben sie am gefangen. Und die denen sagen, muss keine Salben. Er wird demütig, er hat Angst, er wird nicht Fußreiten zum Los tun. Ein Jahr Luther, das geht nur ein Jahr. Und das wurde schuld ist. Er wird stolz. In 1. Samuel 13, das sagt, dass er ein Jahr als König gedient hat. Er fängt an, Gott seine Ruth gegen antworten. Er wollte nicht horchen, was Gott sagt. Er hat seine Ihnen weichgehen. Und Gott sagt, wenn du hast meine Ruth nicht angehorcht, dann will ich die nicht mehr ansehen als König. Die weiß nicht mehr König. In 1. Samuel 18, als er hat David angenommen und hat ihn als sein Lehrer für seine Armee gestellt. Dann auf einmal fangen diese Frühmenschen in der Stadt an zu singen, Saul hat seine Düsende angebracht von unseren Feinden und David seine Tiendüsende. En voet ze zum Betes, hij zag bloos grein. Hij werd neidisch en dal des Saul en des David, ik mag den aanbrengen. Wat fehlt am nach mij als bloos mine steht hier als König. Dat is alles wat am nach fehlt. Hij heeft wel de ganze land hat gewonnen. En die fehlt am bloos deze steed. En dat is alles wat am nach fehlt. Ik wil den aanbrengen. Hij ging zo wie drauf, dat in 28. Kapitel kan we lezen, dat hij ging naar de Hexerin und Ruth te vragen, wens hij wist Gott hat am verloren. Wens hij had eerst Gott en nu had Gott am ook. Dat ging grof en het funkt met stalt aan. Wo zijn we, für Menschen zu uns kommen, wollen vielleicht sagen,
So steht in Matthäus 18 von redet von einem Bruder ans Sit, was sind, dann soll der ans kommen direkt und dort sein, was wir haben Arre tun. Wo du, wie von solchen Dingen passieren? Sei wir bereit, das anzunehmen? Sei wir bereit, das wenigstens unterharken und zu denken, na, habe ich das wirklich getan? Oder sei wir vorzureiten, no, die best Arre, die best die, was das getan hat. Die kijkt moet eerst in die het leven. Wat hast die? Dit hast die alles uit en die kämpfst naar mij, wens dit kleine dingetje. Oh, maar nevers, die gaan moet eerst en dat eerst abriem. Die schwijnse worst kost die eerst doen en dan kost mij komen wijzen, waar ik niet alles rein heb. Eerst doen die in het. Als dat een bed waar we zijn. En dat bewijst het stalheid. En dat bewijst krijgt die trouble en krijgt het onderscheid fashion, den koning David en Saul. Die hebben alle beide fehlen. Nicht ein von denen wären perfekt. Aber der Unterschied ist, wo deuten sie, was von der Antwort wird, was sie geben? Was wird der Unterschied? David, wir reiten zu bekannt, Saul wir nicht. Was von der zweiten Saul, was wir in der Bibel von lesen, der Apostel Paulus, habe ich auch Saul. Ein großer Unterschied zwischen in das Patrick, von was ich erst von rede, schrijven zijn dat Saul, of Paulus, hij had zo'n heel uitgebeelde school, wat een beetje vandaag dag een double doktertitel. Einen würde denken, wo lang moet einer in de school gaan, waar einer kan een dokter zijn? En die zijn daar net tussen 7 en 9 jaar hogeschool daar, dat einer kan dokter zijn. En die zijn dat Paulus had een double doktertitel, een jüdische leer. Hij wil nog klikken in zo'n dingen. Hij wist, geloof ik, zeer veel van de Bijbel. Maar als hij eerst bekeerd had, wat moest hij doen voor 3 jaar? Ik weet niet meer wat in die 3 jaar passiert is, maar de Bijbel zegt dat hij weer door poort in de wüste en God had die dingen geleerd. Dus ik geloof, hij moest daar naar een dokterschool gaan, waar God moest hem wijzen, al deze dingen wat hij geleerd had, die zijn niet alle aardig, maar die zijn alle wegen aardig aangewandt. Dat is alles aan Jezus aangediend. Dat al deze prophezeiungen, al deze verheißungen, die zijn alle in Jezus ervuld. Ik weet niet meer, dat is bloß mijn idee. Dat is niet in de Bijbel, zo dat kan je zeggen, dat vielleicht is het de waarheid, vielleicht niet. Dat is, anyways, dat is bloß Billy's idee. Oké. Maar wat weer wat hij deed? Als hij eerst bedoeld kwam, hoe hij zich bekeerd had, hij zei niet, man, ik ben van Jeruzalem gekomen, mijn arbeid is, ik wil hier al deze christen aanbrengen, of die vastnemen, en niet kon ik dat niet meer, niet blijf ik zelfs, en zelfs hier Jezus. Wat wil ik te mijn weet zijn? Wat wil ik te al mijn vrienden thuis zijn? Man, dit helpt me terug van Jezus nu vallen. Is dat wat hij zei? No, hij zei bloos, Jezus, wat was die hand, wat zal ik doen? Dat we zijn vrouw en hij deed wat aan gezegd wordt. In 2 Korinther 11 kunnen we lezen wat van de dingen die je leden heeft. Nu den wat hij Christ wordt. En dat is schrikkelijk wat de dingen wat hij beleefd heeft. Een ganze dag nach in meer geweest. 3 Mal in Schap geweest, wat is ondergegaan. Zo ver als hij verfolgt worden. Einmal gesteinigt en die dagen hij weer dood. Aber hij leidt zich niet beledigd worden. Hij leidt zich niet dat hij wordt gestalt worden. Zijn antwoord wie immer waren. Ik doe het wens ik ga leven voor mijn Heer, mijn God, en ik ga leven voor de mensen. Ik wil gaan dezelfde ook kan Jezus aannemen. En de beste bijspel is immer Jezus zelf, niet? Al deze anderen zijn wonderbaar en interessant, maar Jezus is immer wie het beste. Wenn wir denken an das Leben, was Jesus hier auf Erden geführt hat, in der Offenbarung 1, Vers 13, und wieder das gibt ein Bild von wo Jesus sitzt im Himmel. Ich will mit 13. Vers reden. Der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen.
Wenn ich das hier einmal, das gab mir so eine, das JP sagt, People Bumps, nicht Entenknubbels, aber Menschenknubbels würde vielleicht sein. Wenn ich daran denke, Jesus seine Jungen, die wären so vier, in sein Haar so wit als Schnee, een goldene belt erom. En zijn feit zoals brons, wat een vuurvlam is, wat zo schijnt. Maar er hield zich grazig en wonderbaar. En wat de apostel Johannes, hij valt Hans als doodvaar aan. En ik geloof, we worden alle, van wie worden zo'n wonderbare, krachtvolle mensen zijn. En dan, wer is bij een eigen geval geweest? Ik geloof, we zijn mensen alle door geweest, niet? Wer heeft dat gehoord, zoals dat woede door met die kracht, door zo even praat? En zo'n stem is staat. Dat is de stem wat Jezus toehoort. Man, die heeft kracht. Matthäus 28, op een van de kapitel, dat zegt dat hij heeft alle macht. Dat als Jezus ziet. Alle macht. Niet bloos een bed, niet bloos de aanvang. Hij heeft alles. Dit is de God wat we doen. Alle macht. En hij aber met deze kracht en deze geweld en alles wat hij heeft, hij demütigt zichzelf. En hij wordt als een baby. Wat kon alle demütig zijn als baby zijn? I mean, niks kon niet meer zijn wat hen fehlt, kon niet meer wezen wat hen fehlt. Niks, kon niks zelfs doen. Hij demütigt zichzelf. En Paulus zei, zo'n zijn zal we ook gaan. In Philippa 2 van vers 5 tot 8. En niet bloos dat hij zich gedemütigt had, als mens en als baby, maar hij demütigt zichzelf zum een schreckliche dood voor ons. Dus de antwoord wat zijn leven, de ganz dag hier op ihren juif, wir sind, wat we ons alle willen willen aanstrengen, dat we kunnen ook zo'n antwoord geven, niet? Dat we zo'n antwoord, dat we ganz klar, dat wat hij zegt en zoals hij leeft, dat stemt op, dat we even rein. Hij zegt, ik doe dat wat mijn vader wil gaan. Ik zei wat mijn vader wil gaan. Dat wat hij mij zegt, dat wat ik zei. Dat wat hij mij zegt wat ik zal doen, dat wat ik doe. Dat stemt. Hij neemt aan in zijn geringe beroep. Hij deed zich niet opheven voor alle mensen en zeggen, hartje moet ik zijn God zien, ik zijn koning alle wereld, niet je moet voor mij gaan en dat is ik zei. No, hij woont maar in zo'n stad wat een slechte beroep had. Als de apostel Philip van antwoord van waar hij kwam, hij vroeg, kon eerst wat goud van Nazareth uitkomen? Kon er eerst wat goud van daar uitkomen? Is het mogelijk? I mean, ik weet niet, als hier zo'n stad is, maar ik weet niet van een stad is waar einer zo denkt, dat het niet een zeer fijne stad. I mean, ik ben in Silver Hill opgewassen in Langton en ik dacht, Langton weer niet een zeer fijne stad. Eerst heb ik niet zijn dankbaar, ik door zijn opgewassen en daar jenk, maar eerst heb ik dacht, is er eerst wat goud hier in Langton? Is er werkelijk eerst wat fijn hier? Maar dit weer al die mensen rondom, die dachten zo, kon er werkelijk eerst wat goud van Nazareth? En toen kwam Jezus. Hij weer gering, hij deed zich niet opheven voor mensen. En hij heeft aber ook een warning dat mensen würden zich vielleicht beledigen met de dingen wat hij zegt. In Matthäus 24, vers 10. Dann werden sich viele ärgern und werden untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Viele würden sich ärgern, die würden beleidigt worden, die würden sich äußern von den Dingen, was Jesus wird sagen. Aber du willst, dass Jesus, du willst dort sein, was er muss. Er darf sich nicht zurückhalten. Er in Kapitel 11, Vers 6 sagt er, und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Gesegnet oder Frau, schafft dich, als der Mensch, der sich nicht lässt für mich beledigen von den Dingen, die ich sage. So die Frau dann, als dort, was uns zurückhält, von so ein Leben führen, was Gott will haben, als das wenigstens wie vielleicht haben uns luten, vielleicht ärgern, vielleicht sagen wir ein bisschen beleidigt von was Jesus zu uns gesagt hat. Als dort ein Ding, was uns zurückhält, dann wollen wir so eine Antwort geben, als
König David hat. Warum uns nicht kap naar hecht rijden en zeggen, no, ik wil mijn ene weg, waar we leven onze knieën bieden en God vragen en vergeven. Als we dat eerste jaar in de Bibelschool weer in Mexico, de prediker Knal Schmidt, hij zei, in onze Bibelschool hebben we bloß eine Regel, wat wichtig is, en dat is, keiner darf zich beledigd worden en keiner darf een ander mens beledigd werden. Dat is eine Regel, wat we hier hebben. En van het passiert, dat wordt voets abgediend. Dat heeft niet vrijheid, dat dat kan van een dag bij de nächste gaan. Dat moet in dat moment, wat je dat aanworst, moet dat abgediend. Ik dacht, man, van dat kan mijn weg van leven zijn, van hier aan, dat ik me geen over het loten beledigen, en van ik antwoord dat ik had eerst een beledig, dat ik voets wil gaan en dat traag me met die mens. Dat ik dat niet wil loten van een dag bij de nächste gaan. Ik word niet een grote aandacht geven wegen belediging. Ik ga ganz kurz een wonderbare fijne boodschap van wat je hoort van Henry Thiessen van Durango. So van die wel, dan wil ik zeggen, dan zie ik dat nu, van Henry Thiessen van Durango. Even belediging. Aber almost loopt dat niet. Dat is maar echt een zin. Wist je dat dat een zin weer? Zum einen Luten beleidigt feilen en een ander mens beledigen, dat zijn allebei dat zijn zin. Dat is niet bloß een slechte denker, een denk wat amelijk heeft, dat is maar echt een zin. So, ik wil vragen, loot dat niet wieder gaan. So zijn we zo'n mens dan, wat we feilen ons immer beledigt, van een ander mens wat zegt. Weet je waarom dat passiert? Weet je dat? Dat komt wegen Stalt. Dat is waarom wir uns Luten beledigen. Wenn wir nicht stolz sind, dann kann der Mensch uns nicht beledigen. Bloß wenn wir stolz sind, schafft das. Das hielt sich vielleicht funnig, nicht? Einer würde so denken, na, ich bin auch so demütig, und der Mensch, der kommt immer bloß immer wahr, und der das, und das wird so schlecht. Aber das kann bloß passieren, wenn wir stolz sind. Und eins muss sagen, wir so die Menschen, wir weinen es nicht mehr, wir reden vielleicht gleich, wir haben die Temperamenten in Mexiko zijn we een beetje durchgegaan en dan een waren ik zijn sanguinisch en dat betekent ik red eens met 10 mil de seconde en ik denk maar 2 of vielleicht nog wenn je staat zo die dingen die voor eens maar veel boezie riet is wat ik heb tijd heeft om dat durchdenken en dan zeg ik eens wat dingen en waar ik aanloot ik ga mensen beledig met dit of met dat en ik ga die weiter doen en dat is ganz leicht hij kan stolz zijn en zeggen weet je wat dat is mijn temperament is dat zoals ik zeg die mens kan zich weiten met dat maar dat is ook niet reich. Wir sollen auch abpassen, dass, wenn wir Dinge sagen, dass wir das auch so sagen, dass wir nicht proben, den Menschen weiter tun. Eins muss die Wahrheit, der bloß weiß, und das sind dann, wo einer das sagt, dass der bloß weiß. Und das muss aber dann bloß gesagt. Aber wir sollen sein, dass wir können das mit Life tun. So, was für ein Leben, was für eine Antwort bringen wir? Wenn wir nach ein paar Minuten haben, dann will ich ein paar Verse mehr lesen. Een persoon die zei eenmaal dat ik zal jede dag een sprüche lezen en ook jede dag een psalm lezen. Met die dag wat we weer zoals van der is de 16, dus van der dat ik zomaar is de 16 een sprüch lezen, de 16 een psalm. Van ik gelegenheid had, dan doe ik nog meer psalm lezen, dat ik kon in een maand ook der psalm daar lezen, maar almost probeer jede maand winst der sprüche zomaar is daar te lezen. En een paar maanden terug dan wie ik met kapitel 3 en ik gleich kapitel 3 in spreken. Ik heb einmal de eerste paar vers even en ik gleich zei de 5e en de 6e vers. Dus ik me bekeerd had dit weer in de vers wat de mens me juift en ik had die uitwendig geleerd en ik gleich die en die zijn een beetje lieblingsvers. En de 5e en de 6e vers zegt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird dich recht führen. Gleich dort, verlut dich nicht um die Salz. Denk an Jesus en an Gott en alles wat hij deed. En hij wordt die reich vieren. Man, ik leid dat. Het maakt me moedig, ik leid dat. Maar ik heb allemaal de eerste paar vers zo boezig even, dat ik word niet meer aan wat du zegt. Een paar maanden terug dan, ik dacht, dit moet wel zijn wat de eerste vers ook zijn. En hier zegt het, mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre in Frieden bringen. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Hänge sie an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Auf Englisch sagt es, so wirst du ein golden Bild kriegen
ein gutes Verständnis kriegen in den Gesicht von Gott, auch von den Menschen. Oder ein Ebenbild, oder nicht ein Ebenbild, sondern in dort, wo die Menschen sein, die wirst du ein gutes Beruf haben und auch gutes Verständnis mit ihnen haben. Ich weiß, Jesus hat das die erste paar Jahre geholt. Weißt du, warum ich das weiß? Von einem Lukas Kapitel 2, Vers 52 dreht, du sagst dort, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das meist charakterisierte Ding, wo das hier sagt, wenn du das wirst tun, dann wirst du das kriegen. Und hier so im Neuen Testament sagt es, und Jesus kriegt das. Charakterisierte Ding. Ein gutes Nomen für die Menschen, gutes Verständnis, Weisheit, bei Gott und bei Menschen. So, was ist das dann, was kann uns Leben halten, bedeutet zu kriegen, dass wir so ein Leben haben, dass der Antwort überein ist, von uns Leben wandel als von dort, was wir sein. Wo kriegen wir dort? Wo schafft das? Ein Ding ist, können wir die Dinge holen, was wir lernen in der Bibel, was wir sollen holen. Ich glaube, das ist ganz klar. Jesus hat gesagt, tut Buße. Und dort, glaube ich, als eine von einem Bett Grammatik studiert. Ich hatte nicht alles studiert, aber letztes Jahr habe ich Englisch gerechnet in Mexiko und durch fing ich an, Grammatik zu studieren. In der Schule habe ich bloß alles auswendig gelernt. Ich wusste keinem, warum die Regeln so wären, warum sie dort und das dort. Ich hatte bloß alles auswendig gelernt. Nicht, dass ich das ungerechnet, nie fange ich an, das zu verstehen, warum das dort wird. Das sind weiße Dinge, von dem Punkt ab eigentlich so ist, bloß ein Punkt oder so, da meint bloß, das ist bloß ein Satz, das ist bloß Information, oder das ist bloß, das ist bloß das ist. Das ist auf Englisch würde ich sagen, ein Statement. Als du so einen Erheuungspunkt, ich weiß nicht, was ich da drauf gesagt habe, Andy sagt, no, so ich würde zurücknehmen. Ich weiß nicht, was Martin sagt. Und auf Englisch würde ein Exclamation Mark sein. Von dort aus, das meint, das ist bloß wunderbar. Das ist das. Das ist nie passiert. Wow, das Excitement dabei, oder erst Wort, das ist nie. Und es ist auch so ein Weg, wo einer kann wird sein, dass du einen Befehl damit hast. Von einer wird sein, von Actor Darius, mein Junge sei, Humi Wuta. Du hast einen Befehl dabei. Er soll aufstehen und was er soll gehen mir einen Koffer Wuta holen oder einen Bottle Wuta holen. Jesus sagt, tut Buße. Und du hast einen Befehl dabei. Das ist nicht bloß ein Punkt, das ist nicht bloß ein Ding, was er sagt. Er sagt, tut Buße. Und das ist ein Ding, was wir sollen dann tun. Wer kann Jesus annehmen und Buße tun? Das schafft bloß nicht. Das ist der Anfang. Und es sind mehrere Dinge, was Jesus dort gesagt hat, wo du einen Befehl damit hast. Und hier sagt er in Sprüche 3, vergisst meines Gesetzes nicht, meine Befehle, die Dinge, die ich dir gelehrt habe, was ich gesagt habe, was du sollst tun, vergiss die nicht. Hol die, lebe die aus. Jesus deed alles, was sein Vater sagt. Er lebt die aus. Er holt die Wert, was sein Vater sagt. Er holt die Gesetze, wo eine vielleicht kann sein. Wir gleichen nicht von Gesetzen zu reden, wir sind eine neutestamentliche Kirche. So wir gleichen das Wort nicht von Gesetzen zu sein. Aber die Dinge, was Jesus gesagt hat, die befehlen, die Dinge, was er sagt, was, ich wollte bloß looten, was eine Befehl damit haben, das soll wir wenigstens ausführen. Das soll wir tun. Buße ist ein von denen. So, haben wir vielleicht arg getan, haben wir eine Antwort vielleicht gegeben, was nicht damit stimmt, mit was Gott sein Wort sagt, dann wollen wir Buße tun. Haben wir andere Menschen vielleicht beleidigt gemerkt, mit vielleicht bloß zu gleichgültig sein, weil wir gar nicht recht merken. Weil wir immer bereit sind, dass die Dinge, so wie die wählen in uns Leben, dass es damit stimmt, mit was wir sein. Dass die Menschen können sein, der Mensch sagt, er ist Christ, aber nicht bloß dort, guck mal, wo er tut. Guck mal, wo er lebt. Er tut das und das und das. Das meint nicht bloß, dass er so perfekt sein Gras kann haben, dass er so schmack und alles perfekt sitzt und alles. Ich meine nicht, so dort leben. Ich meine, wo handelst du für Menschen, die weiter? Wo handeln wir, von wie Gelegenheit haben, von Jesus zu zeugen? Wo sind wir reut? Ein Mensch sagt, wir sollen immer zeugen, und wir tun immer zeugen, und nach nur von der Posten, das soll wir auch an die Mehl bringen. Ich will uns mit den Gedanken von Matthäus 5, 23 und 24 loten von dir. Darum,
wenn du deine Gabe auf dem Altar abwirfst und wirst all da eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass all da vor dem Altar deine Gabe und gehe sofort hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. So von wie erst was haben, was wir wollen geben, erst was wir in uns Leben wollen für Gott tun. Und wir haben vielleicht wirklich, wir denken, wir haben nicht alles getan, aber das ist mir so ein kleines Ding, dass der andere Mensch hat, was gegen uns. Und dort ist dann noch so, was uns kann zurückholen von der reinen gewassen Hand vom Wiedergehen. Und weil wir dann zurückgehen, weil wir nicht da gehen und dort traurig merken. Weil wir so ein Leben haben, dass du bloß eine Frau ist, dass andere Menschen wollen kommen, Frau, und was hast du, was anders ist? Weil wir uns aufnehmen zum Gebet. Gott, wir kommen vor dir und wir danken dir von dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir können dein Wort ankicken und wir fragen, Gott, musst du uns offenbaren, sind die ersten Dinge in uns Leben, was uns zurückhält, dass uns Leben dort nicht so laut sagt, das was uns Stimmen das sagt, dass wir und die glauben. Gott, ich frage, musst du uns mutig machen, musst du uns abbiegen, dass wann wir von hier wegfahren von dir, dass wir machen und die denken und die loben und preisen für alles, was dir ist. Ich frage auch, Gott, musst du die Zeit von dir, wo wir wollen, taub als Kirche, als Familie, in Kirche, weil wir von der Gemeinschaft führen und eine scheine Mühl taub haben. Ich frage, musst du das segnen, musst du die Menschen segnen, die das vorbereiten und alle Menschen, die haben mitgedacht. Ich frage, musst du uns alle taub segnen, uns abbieten und uns gute Gemeinschaft und eine gute Zeit als christliche Familie. In Jesu Namen. Amen.